Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit neue Let's Play, und zwar geht's hier los mit Let's Play The Walking Dead Season 2 auf Pelzig. Die erste Staffel habe ich ja soweit abgedreht, inklusive 400 Tage. Und jetzt wollte ich der Chronologie entsprechend hier mit Staffel 2 weitermachen. Ja, wir können auch unsere Entscheidungen aus Staffel 1 wieder mitnehmen. Und ich würde sagen, wir fangen auch hier direkt an mit Kapitelauswahl Episode 1. Alles, was übrig ist. Ja, es übernimmt meine Entscheidungen aus der ersten Staffel. Staffel 2 von The Walking Dead baut auf den Entscheidungen und den Konsequenzen von Staffel 1 auf. Das Spiel durchsucht jetzt automatisch sein System nach einer Speicherdatei von Staffel 1 mit abgeschlossenen Episoden. Ja, es dürfte das finden, was wir beim Let's Play erlebt haben, ihr liebe Leute. Und die ganze Konsequenzen, die nehme ich jetzt alle mit hier in Staffel 2. Speicherdatei gefunden. Es wurde eine Speicherdatei von Staffel 1 gefunden. Um die Geschichte fortzusetzen, wähle jetzt einen Speicherplatz von Staffel 1. Entscheidungen aus nicht abgeschlossenen Episoden werden automatisch generiert. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen es ja so persönlich wie möglich haben. Jo, dann nehmen wir doch das, unser Spiel 1, abgeschlossen, Staffel 1, 400 Tage. Weil von 400 Tage kommen auch noch ein paar Entscheidungen rüber, noch Staffel 2. Und es ist schon länger her, dass ich Staffel 2 gespielt habe, von daher bin ich mal richtig gespannt, wie das jetzt wird, ihr liebe Leute. Und wir sehen nun mal alles im Revue. Und ich schalte mich dann auch hier kurz aus. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now. Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! Oh, no. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Die! Lee, I saw my parents. No. You have to shoot me, honey. Lee, no. Don't mean it, Krista. Ja, und mit den Entscheidungen kommen wir jetzt wieder zurück in die harte Wirklichkeit und Realität. Wir wissen ja noch in etwa, was passiert ist. Die Clementine wurde alle gelassen zum Schluss, mehr oder weniger. Und der Lee hat ihr aber trotzdem gesagt, wo sie Krista und Omid finden kann. Ja, Episode 1. Alles, was übrig ist. Schon hervorragender Titel für erste Episode. Und sie ist wohl bei Krista und Omid gelandet. I am. We are not doing that. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Ich habe so in Staffel 1 schon vermutet, dass Clementine, a er little help here? schwanger sein könnte. Wegen dem häufigen Übergeben und so. Omid Jr. No. You have to admit it has a ring to it. Ja, und was, wenn sie The ring of Mädel an wird? egotistical maniac. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. Krista wird sich daran erinnern. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously.
I take everything seriously, especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain. Ist eh schon knallhart, wenn man in der Welt schwanger ist. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Ja, die sind noch am Diskutieren. Get cleaned up in the girls' room, Clem. Okay. I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Na Allah. Okay. Dann kümmern wir uns mal drum, dass wir wieder einigermaßen sauber werden. Ich glaube zwar nicht dran, dass es da fließend Wasser gibt. Hello? Aber ja, vielleicht gibt es noch ein paar Walker, die sich da verstecken. Vergewissere dich, dass die Toilette sicher ist. Bewege dich mit dem linken Stick, sieh dich mit dem rechten Stick um. Also es ist eigentlich noch die Steuerung wie in Staffel 1, nur sieht es optisch ein bisschen schicker aus. Und so nach wie vor mit X auf der PlayStation 4. Ich spiele auf der PlayStation. Mit X macht man dann die Türe auf. Ist aber auch da im Rad angezeigt, wer ist jetzt links, wer ist halt Viereck und so weiter und so fort. Was steht dann dort drauf? T-Bone ist da, was? I see est. Okay, irgend so Pseudolatein oder was. Dann machen wir der noch auf. What's that? Boah. Alter, wie gruselig. Boah, nimm das Ding bloß nicht. Boah, grad Sache, du wärst durchgedreht, wenn es jetzt ein blutüberströmte Ekelhaas jetzt genommen hätte. Okay. Ach, nüscht. Glück gehabt. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Ja, wenn überhaupt Wasser noch da ist, ne? Überprüfen wir doch mal. Verwenden, Waschbecken. Bäh. Okay, das können wir uns angucken. Ah, mich juckt's grad. Please have water. Ah. Okay, bitte hab Wasser. Probieren wir es doch mal verwenden. Und? Figures. Natürlich. Dann müssen wir das Wasser aus der Flasche verwenden. Wäre auch zu schön gewesen, wenn in einer Apokalypse noch irgendwo das Wassersystem funktionieren tät. Müssen wir halt dummerweise das kostbare Trinkwasser verwenden. Nein. Natürlich. Natürlich. Ich glaube, in die Mittler ist es gegangen, ne? Mit dem gruseligen Haas. Könnte auch darüber gerutscht sein. Und? Da ist er. Holen wir uns die wieder zurück. Ew. Ja, pfui allerdings. Oh oh, die kennen wir nicht. Ich glaube, ich wäre jetzt eher zur Waffe gerannt. Wir wissen ja nicht, wie die drauf ist, so die alt. Na toll, die hat ihr Upgrade kriegt. Scheiße. Die durchsucht natürlich auch die Kabine, ist ja auch nicht blöd. Guckucks. I see you. Ja, Dito. Get out of there. Kannst auch nichts sagen. That's my gun. It's mine now. Give it back. Why should I? Get out here. Ne. Ich wohne hier. Zieh ich dich aus deiner Wohnung? Ne. Okay, auch nur Teenagerin. Come on, let's see. I ain't gonna ask again. What's your name? My name? Why do you care? I was just wondering. Stupid. Ja, ist schwieriger, wenn man den Leuten Namen gibt. Dann baut man Bindung auf. Give me what you got.
I'm not screwing around. Come on. I don't have anything. Give me that hat. No. Da geht's noch. Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Nee. Nimm doch den Scheiß im Rucksack und zieh wieder ab. Shit, shit, and more shit. Na toll. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. Ja, They toll had für dich. kinds of good shit. Ah, es kommt der That Omid was noch a rein. good catch. Oh Gott. You ain't got nothing good. Oh, You're und er just macht a gar little nichts. fish. Statt You sie zu gonna cry, little überrumpeln. fish? This your daddy? What a bozo. Alter. Ach du Scheiße. Oh. Gleich mal der Omid verwischt. Ey. Dappische Kuh. Oh oh, jetzt ist aber Zapper. Jetzt kennt die auch keinen Spaß mehr. Ja, ja. Nützt dann nix. Ich glaube, in dem Moment hätte ich nicht anders reagiert. Scheiße. Den habe ich eigentlich echt immer gemocht. Homie, can you hear me? Homie. Verdammt nochmal. Ausgangssituation. Clementine mit einer schwangeren Christa und der Omid gerade abgemurkst worden. Tolle Ausgangssituation. Aber so kennt man's, ihr liebe Leid. Das ist halt typisch The Walking Dead. Wie man's hier nochmal hin. The Walking Dead. Das sind so Situationen, die sind absolut typisch für das Spiel. Und allgemein auch für die Comics und für die Serie. Wobei ich sehr glücklich drum bin, muss ich sagen, 16 Monate später, dass die Spiele sehr mehr an den Comics orientiert sind. Oh, das sieht ein bisschen abgehärteter aus. Und ihr Haare erinnern mich immer an ein bisschen gelb, muss ich sagen. Auch wenn sie so grünbraun sind. Krista, talk to me. Will wohl nicht. Und es ist auch kein Kind so sehr. Kein kleines. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. What else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Na toll. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Ja, stimmt ja schon. Man muss es ja auch lernen. Gerade damit man seine Survival Skills kriegt. Ja, bitte nicht der Omid erwähnen. We can't build a big fire at night. It attracts too much attention. It's too dangerous when we're out here by ourselves. Ja. We need to eat, don't we? We can't survive without food. Ja, trotzdem dürfte das nicht allzu groß sein. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. Na, wunderbar. Wellington wird anscheinend ein We still have a nördlicheres couple hard Gebiet months sein. to pass. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy. Das glaube ich auch. Is it safe there? Safer than here because of the cold. Or so Okay. they say. We just need to keep moving north. Das ist doch mal eine Idee. Aber klar, dann wird es natürlich nur noch kälter und ungemütlicher. Das ist logisch.
Wir bleiben nur bei der Zukunft und jammern die Tote noch. Need to get to Wellington. We'll try the best we can. I'm gonna go look for more wood. Mach das mal. You just keep the fire lit. Okay. Ja, auch nicht so einfache Aufgabe, muss ich sagen. Das kann entsprechende Umstände entsprechend auch ziemlich daneben gehen. Ja, so wie jetzt gerade. Ja, da guckt sie die Klee. Gucken wir mal, was wir machen können, ne? Bild vom Lee. Finde das Feuerzeug, um wieder Feuer zu machen. Aufheben. Das Foto vom Lee, die ich aber ganz gern behalte. Was hat sie noch drin im Säckel? Zeichnung. Oh, ja stimmt, vom Kenny und seiner Familie, Katja und Doug. Das hat sie im Zug gemalt. Und da ist das Feuerzeug. Okay. Dann gehen wir mal da hier zum Lagerfeuer und gucken es uns mal jetzt so endgültig ausgegangen, das Zeug. Oh je. Sieht dann gerade so gut aus, was er dort zu essen haben. 2, 3 Bisser. Ja. Drücke und halte die X-Taste gedrückt, um das Feuerzeug anzumachen. Bewege es dann mit Hilfe des linken Sticks zum Feuer. Okay, gedrückt halte. Und dann hier. Okay, noch einmal. Ah ne, jetzt muss ich da auswählen. Okay. So macht man auch im richtigen Leben Feuer, ihr liebe Leid. Okay, wunderbar. Better, but still not enough. Ja, The da bräuchte man noch flames are genug low. Zeug. Ein bisschen Holz, Trockenes oder sowas. Nummernschild, das werden wir nicht verbrennen können. This won't burn. Nordkalifornien. Ja, das wird nicht brennen, klar. Der man Holz scheit. Der wird brennen. This might burn. Wenn es jetzt zu nass ist, dann schon, ja. Dann Holz scheite mal das Ding mal. Die Zeichnung von Kenny, seiner Familie und das Foto vom Lee mag ich eigentlich nicht verbrennen. Ich mag der Holzscheit verbrennen. Vielleicht besser gewesen, denn noch Klee zu machen vorher. Also ein ganzer Klotz ist nicht so gut. Oh, du bist gerade Rumble in the Jungle. Gemurmel und Gemurmel. Oh je. Where's the rest of your group? Oh je. By myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. She's not Ich lasse nicht zu, dass die Christa einfach abmurksen, nicht auch die mal so lange mit ihr überlebt haben. What the fuck? Krista, run! Scheiße. Zumindest der Christa helfen muss man. Die Musik ist auch sehr cool gerade. Die Szene gefällt mir jetzt auch sehr gut, von daher bin ich etwas stiller als sonst, ihr liebe Leid. Get the fuck over here. Now! Fucker. Ja, ins Maul riebe, Rudi. Come out here, girl. I'm not fucking around. Okay. Shit. Get the fuck over here. Zack. Ist ganz cool jetzt mit der Verfolgungsjagd gelöst. Whoa. Scheißkerl. Jesus, are you fucking kidding me? Ja, du lässt dich hier von einem Mädel fertig machen, Typ. Leave me alone! Fucking running. Quit squirming. Ah, fuck. Ja. Ow. Ow. Let
Aua! Hoffentlich ist er ab, der Finger. Dreckiger Dachdieb. Elender Fotzbeitel. Ich hoffe, es tut weh, Kerl. Jeder, der sich an kleine Kinder vergeht, der gehört eigentlich echt totgekloppt. Ja, hopp, wer geschmaust, du Scheißtyp. Ich dreh mal zum Walker. Der hat bestimmt Hunger auf dich. Wow. Die Zombies sind auch jetzt cooler gemacht als in Staffel 1, finde ich. Das Ärmel abgerockt. Ja, dann kennen sie aber, denn ist nicht schade. Boah, Mann. Ja, pfeift euch doch den Reis und Plünderer-Burger ist da jetzt genau das Richtige. Oh, Mann. Scheiße. Ja, die Szene finde ich sehr geil gemacht. Auch mit der Musik und wie man abhauen muss, wie man dann die R2-Taste immer als Aktionstaste mittlerweile, als Gewalttaste, nenne ich das immer ganz gern, verwenden muss, damit man sich dort verteidigen kann. Trophäe erhalten, ein kalter Fluss. Ja, das finde ich sehr geil gelöst, muss ich sagen. Und ich fand die Szene immer schon unglaublich cool. Gerade als Auftakt hier von Episode 1 ist es echt cool gelöst. Aber die Christa, ja, die ist erstmal fort. Wir wissen nicht, wo sie ist. Aber die konnte ich einfach nicht allein lassen mit einer Idiote. Einfach sich der Fuß schleichen, das geht gar nicht. Gerade wenn man über 16 Monate mit der, oder 12 Monate oder wie lang, 12 oder 16 Monate lang, über ein Jahr auf jeden Fall, mit der Christa zusammen überlebt hat. Ach, wenn die jetzt verbittert und hart war ist anscheinend. Das geht nicht, die lässt man nicht allein. So Kameradenschwein bin ich definitiv nicht. Und wäre ich auch in der Postapokalypse nicht. Können Sie herausfinden, wenn wir das selber mal irgendwann hätten. Aber ihr liebe Leute, ich jetzt Sarah, nachdem ich mal das Kanu angeguckt habe, machen wir hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Episode von Let's Play The Walking Dead Season 2 auf Pelzig. Weil ab sofort wird jeden Tag ein Teil erscheinen, damit man noch Staffel 2 direkt Let's Play The Walking Dead Staffel 3, beziehungsweise A New Frontier, beziehungsweise Neuland, je nachdem wie ihr es halt nennen wollt. Ich schaue da mal, wie ich es nennen werde. Dass wir das dann im Anschluss an Staffel 2 spielen können. Bis dahin, machen's gut, wir sehen uns morgen wieder. Iron Yankee. Und ich hoffe, wir haben sehr viel Spaß in der Staffel wieder zusammen, wenn wir das zusammen durchspielen. Vielen Dank schon mal fürs Zugucken und dass ihr den Weg mit mir gehen. Bis morgen!